Meine Damen und Herren, es ist jetzt schon fast 3 Monate her, wo der YouTuber Lexu sein letztes YouTube-Video veröffentlicht hat. Der YouTuber und Ugliest Man Alive Lexu wird seit 3 Monaten vermisst. Wisst ihr vielleicht, was mit dem Lexu passiert ist? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem... Die Schweizer Content-Creator-Landschaft wird von schlechten KI-Videos wie auch von mittelmäßigem Meinungsblogging überflutet. Warum sind Sie heute hier? Wegen Lexu! Warum? Und gegen den ganzen Weil ich wissen will, wie groß sein Schwanz ist! Seit Wochen werde ich mit der Frage konfrontiert, was ich denn gegen die aktuelle Lexu-Krise machen will. Aber ich habe keine Ahnung, wer dieser Lexu ist. Ich habe gehört, er ist ein mittelmäßig guter Schweizer YouTuber. Und mit dieser Frage bin ich ein bisschen überfordert, weil, was macht der Kerl? Warum ist der so wichtig, Mann? ...zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen. Also ich wollte mal fragen, ob ihr etwas vom Lexu wisst. Schön, das ist sehr schön. Valentinstag ist eine Formation, die ich von Kindheit... Und ich weiss, meine Damen und Herren, wir haben viele Krisen auf der Welt. Aber die einzige Frage, die ich mir jeden Abend stelle, bevor ich ins Bett gehe, ist: Wo ist Lexu? Und was macht er genau in diesem Moment? Guten Morgen, Kinder! Morgen! Top, yes. Herr von Aburg, könnten Sie mir schnell bei dieser Matheaufgabe helfen? Ja, sicher. Schau, jetzt musst du einfach die Zehner beide zusammen addieren. Dann musst du die Einer zusammen addieren. Und das Ergebnis dann von diesen 2 Summen ergeben dann das Endprodukt. Also das, was du musst haben. Also sag mal, wie viel hast du herausgefunden? 67. 67, genau. Schön! Ach Mann, ich komme nicht weiter. Du weißt ja, was das Tier auf Englisch heisst? Okay, ja, es ist Crocodile, hä? Das ist ein Krokodil. Bombardilo Krokodilo. Tung, Sahur. Was? Du hast keine Ahnung von Musik. Du kennst ja sicher ein Lied. Welches ist das Lied, das du am meisten hörst daheim? Ah, das Lied ist Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Herr von Aburg, könnten wir geschwind den Stift aufheben? Ja, sicher, ja. Hier ist der Stift. Good Ah, boy. good boy. Entschuldigt mich schnell. Ich muss geschwind weg. Tung, Sahur! Fuck, ich halte das einfach nicht mehr aus. Früher hatte ich Kinder noch gern gehabt, jetzt möchte ich sie am liebsten zusammenschlagen. Ich halte das 6-7, das Tralaleo, Tralala, das Good Boy. Ich halte das irgendwie nicht aus. Es gibt nur noch eine Lösung, die ich in Betracht ziehe. Nämlich ein YouTube-Video darüber zu drehen. Auf zum Leximobil. Was ist denn das? Schaut mal, meine Freunde! Da ist einfach eine Röhre von Super Mario! Wow. So habe ich plötzlich eine Jacke an. Egal, let's go! Guten Tag, meine Damen und Herren. An dieser Stelle wäre eine ultra-epische Autofahrszene gekommen. Da es dem Protagonisten des Videos aber nicht gelungen ist, sich während dem Autofahren selber zu filmen und da das sowieso so... Mal gucken, wo es hingeht. Du, Diggi, mach mal Scheiß drauf. Sprachenlernen Bubble. Da dies sowieso keine gute Idee ist, wird hier ein Ersatzvideo verwendet, das aber hinterlegt ist mit coolen Soundeffekten. Wieso ist er so genau? Oh, Alter, mir ist so langweilig, seitdem dass der Lexu keine Videos mehr macht.
Ja Mann, du sagst es. Ich bin gezwungen, 20 Minuten Zeitungsartikel zu lesen. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Hast du das auch gerade gehört? Oh mein Gott, ich glaube, er ist wieder da. Hörst du die Musik auch? Hallo Motherfucker, zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Dir dürfen wir aber auch nur Lexu sagen. Und im heutigen Video schauen wir uns zusammen... Was ist denn mit meinen Haaren und mit meinem Outfit passiert? Egal. Im heutigen Video schauen wir uns zusammen die Trends von Generation Alpha an. Da ich in einer Tagesschule arbeite und am Morgen noch Assistenzlehrer in der 5. Klasse bin, weiss ich natürlich, was die jungen Kids so cool finden. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um ein Haarspray, spreizt die Beine und los geht's! Man kann ja eine wecken. Über das allererste, was wir reden, sind nämlich die Legami-Stifte. Vielleicht kennen es ein paar Leute von euch, die jüngere Geschwister haben. Das sind nämlich so Kugelschreiber, die man ausradieren kann. Zu meiner Zeit hat es noch da die Stabilo-Dinger gegeben. Die waren auch sehr cool gewesen, weil auf dem Stift drauf hat es ein ganz tolles Design gegeben. Nämlich hat das Design so ausgesehen wie ein Tattoo vom Göllen. Ein Schwanz so weiss wie Schnee. Aber die Legami-Stifte sind jetzt nicht grossartig anders, also der Zweck ist gleich, es hat viel Farben, du kannst schreiben und kannst es auch dann wieder ausradieren, ziemlich super. Ich habe vergessen, dass ich keine Legami-Stifte habe. Jetzt habe ich einen riesen Schwanz auf meinem Attest. Die Stifte haben einfach vorne eine Kappe wie ein Tierli und haben manchmal noch so einen coolen Spruch drauf. Hey Alina, was steht auf dem Legami-Stift drauf? Ich hab die Feminist Edition. Auf meinem steht drauf, fick das Patriarchat! Was steht bei dir, Sandro? Auf meinem Stift steht drauf, dass ich Lexu abonnieren und Polen rein. Aber ich sage, die Kids übertreiben wirklich. Ja. Und es gibt wirklich Kinder, die haben ein Arsenal von etwa 30 von diesen scheiß Stiften. Und ich muss schon sagen, es ist ziemlich cringe, wenn man nicht 30 von diesen Stiften hat, muss ich ehrlich sagen, not gonna lie. Was? Du hast nur einen Legami-Stift. Also, ist das cringe, wenn man keinen Legami-Stift hat? So ein purer Sohn. Komm, wir schlönen. Über das nächste, was wir reden, sind Labubus. Ja, die Labubus sind nicht mehr so im Trend, wie sie vor ein paar Monaten im Trend waren, aber gleich haben sie Anerkennung verdient. Nämlich sind es so irgendwie Viecher, wo du glaubst, kannst einen Rucksack dranhängen und so. Und wirklich, ja, das wirklich bei sehr vielen Kindern gesehen. Viele Kinder haben mir aber gesagt, dass sie nicht die originalen Labubus haben, sondern sind das Lafufus. Bitte töte mich! Lafufus sind, glaube ich, irgendwie so die Temu-Fake-Varianten, die von 4-jährigen asiatischen Kindern in der Fabrik in 12-Stunden-Schicht hergestellt werden. Aber soweit ich weiss, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, kannst du, wenn du einen richtigen Labubu kaufen willst, du kannst nicht wie auswählen, welchen Labubu das du kaufen willst. Du kaufst sie quasi so in einem Päckchen innen. Und es ist quasi Zufall, welchen du bekommst. Und dann gibt es noch so seltene Labubus, die sehr viel wert sind. Das ist irgendetwas. Also ist es quasi FIFA Pack Opening. Oh, Messi! Shit! Was ist Messi? Für 8-jährige Mädchen. Hallo zusammen! Wir schauen heute zusammen nach, was für ein Labubu das ich in meinem Böckchen habe. Oh mein Gott, der ist super selten! Ja, Mann! Ja, Mann! Fick die Laura, wer hat jetzt einen geilen Labubu, hä? Mamma mia! Über das nächste, was wir müssen reden, sind Brainrots. Und es hat wirklich harmlos angefangen, so mit dem Chicken Nuggets. Oder mit dem im Kreis drehenden Fisch.
kann ich übrigens super nachmachen. Im Kreis drehender Hurensohn. Aber jetzt hat es ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr lustig ist. Es gibt Merch. Nein, es ist nicht Merch, es ist fast schon eine verfickte Religion geworden, Alter. Wieso hat die Tube so ein grosses Arsch? What the fuck? Und zum allerem Übel, was passiert, wenn man dummen Humor für Kinder mit einem dummen Spiel für Kinder zusammen verbindet? Steal a Brain Rot. Steal a Brain Rot ist eine Map im Spiel Roblox. Und in Roblox gibt es eine Map, die heisst Steal a Brain Rot. Und das ist nicht nur eine Map. Die Map hat einen verschissenen Weltrekord gebrochen. 25 Millionen Spieler und Spielerinnen. Die haben einfach Fortnite in den Schatten gestellt. Ja, deine Mutter gefickt, du Hurensohn. Im Grunde genommen geht es in diesem Spiel einfach nur, es ist eigentlich ein Capture the Flag-mässiges Game, aber anstatt dass du eine Flagge grabst du dir Brain Rots. Und falls ihr jetzt denkt, dass nur die Kinder im Alter von 7 bis 12 angesteckt hat. Nein. Das fängt schon ganz unten an. Hey Kleine, was zeichnest du denn da? Ich zeichne Tung Sahur. Ey, yo! Wirklich, die Kinder zeichnen Brain Rots. Ich habe auch ein Spongebob gezeichnet. Die Kinder zeichnen Brain Rots von TikTok. Bis jetzt habe ich eigentlich alle die Zeichnungen von den Kindern heimgenommen und dann daheim habe ich das da mit den Zeichnungen gemacht. Jetzt hat mir das Kind so eine schöne Zeichnung gemacht. Was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Zeichnung? Wo tue ich die jetzt her? Ah, ich weiss. From way downtown! It's Miller time! Zum Schluss wollte ich noch sagen, ja, ich habe jetzt viel umgehatet. Ja, es war in meinem bekannten Stil wieder ein bisschen übertrieben gewesen. Ey, yo! Aber ich finde, die Trends, die die Kids jetzt haben heutzutage, finde ich jetzt wirklich null schlimm. Weil, ich meine, wir haben ja auch unsere Brainrots gehabt. Hallo, ich bin Marcel Davis. Und auch wir haben unsere Trends gehabt mit dem Fidget Spinner, mit Bottle Flips oder mit dem Dab. Der Dab war unser 6-7. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, ich schaue sehr nostalgisch auf die Zeit zurück, wo ich in diesem Alter war. Und muss sagen, unsere Trends finde ich besser als ihre Trends. Aber sehr wahrscheinlich werden die Kinder, die jetzt im Alter von 6 bis 12 sind, auch mal gross sind. Und die werden sagen zu den Kindern, die dann 6 und 12 sind, ja, unsere Trends mit Skibidi Dab 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 Yes Yes ist viel lustiger gewesen als euer Scheissdreck, den ihr dort habt. Was ich euch ans Herz legen ist, wenn ihr mal mit so einem Kind in diesem Alter zu tun habt, kommt ein bisschen Kommunikation rein. Erzählt von euren Brainrots, von euren Trends, die ihr damals gehabt. Und das Kind erzählt von ihrem Zeug, was sie jetzt haben. Ich habe das einmal gemacht in der Tagesschule, es war ein sehr lustiges Gespräch gewesen. Und an der Stelle sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich weiss, ich habe lange kein Video mehr gemacht, ich werde es jetzt in Zukunft immer so machen, dass ich jetzt nicht alle Woche ein Video machen, sondern jetzt ein bisschen längere Pause machen, dafür werden die Videos aufwendiger. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen gegen oben da lassen, teilt das Video gerne, zeigt es nur weil ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ein schönes neues Jahr wünsche ich und tschüss zusammen. Oh, I've been married a long time ago.